So, Freunde, weiter geht's. Siegbar, Und kein Plan, was man dann groß sagen soll. Auch das wegen der Antiform und so. Ich finde immer noch, die einzubauen war irgendwie der größte Fehler vom Spiel. Und vor allem, dass man nicht irgendwie sieht, wann es soweit ist und irgendwie dafür sorgen kann, dass man sie gar nicht bekommt und so. Naja. Zumindest aber das mal rausgefunden, dass man das irgendwie auch besser kontern kann. Also ohne Schaden zu kriegen. Schön, war. So, und ihr habt irgendwie auch gesehen in der letzten Aufnahme ein bisschen, aber sobald er den Pfeil losschickt, überhaupt schon mal losgehen. Also eigentlich direkt draufspringen, sobald er den Pfeil losschickt. Weil ihm dann die Chance, dass man irgendwie draufkommt, am größten ist. Weil jetzt wieder irgendwie totaler Quatsch war. Mann! Ich bin da irgendwie der letzte Mensch hier. Roxas ist nicht zu Hause, bin gelassen seinen nachgenannten Pfeifton. Piep! Fuck. Ah, es geht also los. Und das kann uns aber kein Schimmer. Ich glaube sogar, es geht gar nicht, das zu kontern, aber egal. Ja, ich komme gar nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr weg. Eine schöne Scheiße. Danke. Ach so. Nein! Das... Ich hatte keinen Mega-Potion mehr. Alter. Das ist auch so etwas, was ich niemals verstehen werde. Du kannst es skillen, dass man Magie nicht unterbrechen kann. Aber es mit dem Item einsetzen. Nö, das geht nicht. Solange bis du das Item gezogen hast, bis es wirkt, solange bist du halt verwundbar. Pech gehabt, Kleiner. Das ist so ein gewaltiger Abfuck. Danke.
Also wieder der Move, der mich verarscht. Okay, wieder volle Mana, falls er mit seinem anderen Scheiß-Move kommt. Problem ist nur, was danach der Fall sein wird. Aber leider kein Äther mehr zum Auffüllen. Selten, dass er jetzt trotzdem so weit kommt, bevor er wieder den Scheiß-Move macht, genau. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das eigentlich alles schon ein Move war. So, kannst du bitte mal ganz kurz heilen? Ah ne, geht ja gar nicht. Mann, ich komm nicht mehr weg! Oh, jetzt kommt natürlich der Move. Hey, woher habe ich plötzlich einen Äther? Warte, trotzdem mal ganz kurz. So. Man kann es sicher besser lösen, aber ganz ehrlich, mir geht es nicht mehr um Schöne, mir geht es einfach nur darum, diese Kacktypen einfach wegzuhauen. Fertig. Why did you call me Roxas? Wouldn't you like to know? Hey, hold on. Sure, it's tiny. Uh-oh, they need our help. Sora and Rico are together. We have no part to play here. Gee, I wonder if Riku will ever change back. Rico chose that form so he could use the power of darkness. It won't be easy. Kairi, we're on our way. Da sind wir mit dem Anselbericht 3. Aber bevor es soweit ist, Freunde, muss ich mal ganz kurz, nochmal kurz die Folge neu starten. Moment. So, müsste doch besser sein. Oder ich hoffe zumindest mal. Okay. Sigmar besiegt, na Gott sei Dank, darf man ganz kurz rausgehen zum Speichern. Da wäre ich eigentlich ganz froh drum. Danke. Stufen der Hoffnung. Die können mich mal kreuzweise. Denn ich für meinen Teil will jetzt einfach nur noch mit Kairi und Rico quatschen. Und vor allem irgendwie gucken, wie wir Riku, ja, wieder davon befreien können.
Ja, so wie dies bzw. Enzo mir meinte, ja, da muss ich einfach nur nicht mal die Macht der Dunkelheit nutzen, einfach wird sicher nicht. Da kommt sicher noch mehr. Und bitte nicht einfach der nächste Boss, bitte nicht. Nein, jetzt bin ich wieder in der Scheißform. Wie soll ich denn so meine Formen trainieren, wenn ich ständig in diese scheiß Antiform komme? Wie soll denn das funktionieren, Freunde? Weil die Antiform selbst kannst du nicht trainieren. Und tschüss, wieder zurück. Das ist mir echt zu doof. Nein, ich bin schon wieder drin. Das gibt's doch nicht. Okay, aber ist nicht, wirklich nicht immer so. Gut, das war jetzt bloß ein Test. Weil Meisterform bringt mir zum Level nicht viel, das wissen wir ja. Deswegen direkt da rein und diesmal nehme ich aber wieder die Limiterform. Oder müssen wir ganz kurz gucken, welche wäre die nächste ich hätte. Die Heldenform muss einfach ein paar Gegner besiegen. Ja, gut. Weißenform. Gut, 46 noch besiegen ist auch ein bisschen viel. Die Limiterform muss er bloß noch 4 erfolgreiche Moves ausführen. Ne? Das sollte eigentlich relativ rasch möglich sein. So, hätten wir, also wieder zurückgehen, bin ich dann noch direkt drin. Nehmen wir raus. Sehr gut. Es war kurz, warum es eine Mana, wenn er aufgefüllt ist, aber dann könnte ich eigentlich direkt wieder 3, super, ernsthaft. Könnte ich noch Nähte einsetzen, aber ganz bin sowieso gleich wieder da. Okidoki. Komm ich direkt wieder? Nö, wir haben keinen Bock mehr. Ah, da ist der Quatsch wieder. Ja, damit mit dem Da Capo, das gab's bei Roxas ja auch. Ich konnte es zwar nicht zeigen, weil das bei mir in dem One, wo ich gegen ihn gewonnen habe, nicht gezeigt hat. Da Capo ist einfach so ein Quatsch, ey, wenn du immer fragst, okay, wann kommt das jetzt? Ah, jetzt bin ich in der... Ah, jetzt bin ich in der Form. Okay, die gibt es jetzt mittlerweile auch. Das ist eben durch Licht und Dunkelheit, durchs Schwert, durch die Waffe. Die sogenannte Überform. Extrem selten. Die kann man, glaube ich, durchs Leveln, beziehungsweise durchs Besiegen von niemandem leveln. Mir mal irgendwie was sagen lassen, aber es ist... nee, Herzlosen nicht, das war die weißen Form. Nee, es sind niemande, genau. Die mächtige Überform. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich... Muss man ganz kurz angucken. Jetzt müssen wir hier die Überform drin haben. Die gibt es auf zufällig. Ein XP, genau. 3 Stück, weil ich bereits 3 Niemande besiegt habe. Eine Form, die wahre Kraft des Schlüsselschwerts freisetzen. Eben, das kommt offenbar dann, sobald wir das... Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das Schwert jetzt wirklich, das Schlüsselschwert von Roxas brauchen. Also sprich, Licht und Dunkelheit ausgerüstet haben müssen, damit es funktioniert. Oder ob wir das einfach halt... einfach per Zufall bekommen. Also per Zufall, nee, natürlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ob wir das auch ausgerüstet haben müssen, die Waffe. So, wir kriegen hier Gleiter, natürlich ganz geil. Vor allem kann ich ja dann, wenn ich die Überform auf Level 3 habe, kann ich einen Gleiter wieder für den normalen Modus freispielen. Und das heißt, wir können mit dem Gleiter dann, plus wenn wir noch durch die Meisterform noch höher springen können, können wir endlich auch die restlichen Puzzleteile kriegen. Müsste, glaube ich, ziemlich alle sein, die wir dann kriegen können. Aber kann man auch ausweichen?
So, siehst du, den Move beherrsche ich auch. Und das alles ohne Schlüsselschwert. Krass, wa? Die Überform. Ja, eine für die Antiform kann man halt nicht steuern, wann sie kommt. Das ist ein bisschen scheiße. Yes. Kingdom Hearts. Rejoice and feast on these hearts we offer. Shine your pale light on this empty realm. Share your power with all nobodies. Xemnas, is Kingdom Hearts ready? Very soon. Then I can end this charade? Indeed. How I've waited to hear that. Tiny, you are great! Oh? You are different, Kairi, but I'm just glad you're here. You and Riku never came home, so I came looking for you. I'm sorry. This is real. Wait, Ansem! I mean, Xehanort's heartless. I never thought for a second that I'd ever see you again. Just thinking about all the things you did makes me really mad. But you saved Kairi, right? I have to be grateful for that. Thanks. Riku, don't go! Huh? Kairi, what did you just say? Riku. I'm no one, just a castaway from the darkness. Sora, come here. Say something to him. Here. You'll understand. Close your eyes. Riku! It's Riku. Riku's here. I looked for you. Come on, Sora. You've got to pull it together. I looked everywhere for you. I didn't want you to find me. But it was him that was helping us, wasn't it? Huh? Those clues we kept finding. That must have been Riku. I was starting to worry you guys weren't ever gonna catch on. Sora never did pick the brightest friends. What do you mean by that? Why didn't you let me know you were okay? I told you. I didn't want to be found. Not like this. I couldn't. I fought with Ansem, with Xehanort's Heartless. When it invaded my heart and I won. But to use the power of darkness, I had to become Ansem myself. Does that mean you can't change back? This battle isn't over. And until it is,
I still need the power of darkness. Then, let's finish it. You're still Riku, no matter what. So how about it? Think we can handle one last rumble together? The king's waiting. Yeah, let's get going. Die Rate, mit der sich die Dryflies während der MP-Aufladung fühlt. Oh, das ist auch interessant. Das Schloss ist niemals wahr. Also heißt es, Riku kann sich irgendwie doch selbst wieder zurückverwandeln, wenn es dann soweit wäre? Warte mal, Memoir, die Waffe kommt mir bekannt vor. Warte mal, die habe ich doch schon. Nö, aber es ist irgendwie... Okay. Das ist jetzt sehr groß Angriffskraft und erhöht die Erde von der MP-Aufladung füllt. Soweit korrekt. Oh, schau mal an. Überform. Das ist halt die Frage, war in der Überform? Wenn ich jetzt hier Zweisamkeit ausrüste, klar, ich meine, ist eine mächtige Waffe, gar kein Thema. Ich frage mich halt mehr, ob es denn überhaupt... Also brauche ich die Waffe wirklich, um in die Überform zu wechseln, oder brauche ich die nicht und da würde sich reichen, wenn ich die in der Überform ausgerüstet habe, um ab und zu dahin zu switchen. Weil ich meine, Memoir ist natürlich schon eine geile Waffe, die kennt doch aus dem Kingdom Hearts 1 Teil noch. Oh man, Kairi sind die auch Schlüsselschwertträger, er hat auch so ein seltsames Schlüsselschwert, WTF, oder das sieht einfach so aus, oder das klingt so. Ja, jetzt wo du dich wieder an uns erinnerst, war ja am Anfang des Spiels noch nicht so. So, ist auch ein bisschen crazy, wenn man Ansem vor sich sieht, aber Rikus Stimme hört. Das ist irgendwie, ja, war echt creepy. Also ich kann hier nicht speichern. Hey, hab doch hier unten einen Speicherpoint gehabt. Okay. Welli. Crazy, ist egal, der Pause da vorbei, das gibt's einfach nicht, ey. Also wir machen nächste Folge hier weiter, hoffentlich ohne große Überraschungen, wobei es werden noch weitere Bosse folgen. Ich glaube, jetzt geht's hier ziemlich Rambazamba zu. Dass wir hier quasi noch ein Organisationsmitglied nach dem anderen platt machen müssen. Das hat natürlich auch Semnes, wobei ich schätze mal, es ist wie bei allen Haupt-Kingdom Hearts Teilen so. Das war bei Kingdom Hearts 1 so, bei Chain of Memories war es so. Und hier wird es sicher auch so sein, dass die halt immer noch so eine crazy Abschlussform haben, wo sie sich irgendwie, keine Ahnung, ein riesiges Monster verwandeln, mit ihrem normalen Körper draufgesetzt und so, ganz creepy. Der aber eigentlich in der Regel immer der leichteste Kampf von allen war. Naja, wir werden es sehen. Aber hoffentlich noch nicht jetzt, weil wir haben noch viel vor. Abgesehen davon von allen Puzzleteilen zu sammeln für die 100%-Marke. Natürlich auch noch dabei Gelegenheit mal noch Sephiroth besiegen und die restlichen Organisationsmitglieder, die alten Datendinger und so. Und mittlerweile müssen wir die eigentlich mehr oder weniger ganz gut hinkriegen, wenn ich bloß wüsste, die Überform, die Antiform ja halt wirklich steuern kann, welche Form ich halt switchen möchte. Weil wenn ich jetzt hier Drive gehe, sowieso eine Limitform, aber auch sonst, ich glaube nicht, dass ich die Überform zur Auswahl hätte, weil natürlich ein bisschen scheiße ist. Egal, wir sehen's. Bis dahin, bye bye.